Herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Das ist die News-Sendung von Plattform J. Heute geht es um zu viele Bildschirme, Chefsache und der Schweizer Armee. Um diese 3 folgenden Themen geht es. Weg von den Bildschirmen. Das Blaue Kreuz lockt die Leute weg vom Smartphone. Chefsache. Der neue Präsident vom Bernischen Kantonalen Schwingerverband macht eine Ansage. Und Schweizer Armee mit Sorgen. Der VBS-Generalsekretär ist unzufrieden. Unter uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Plattform J besucht und dort die Sendung Panorama schaut. Sei es auf dem Laptop, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Doch manchmal kann es auch ein bisschen zu viel werden mit der Mediennutzung. Vor allem, wenn es um Mediensucht geht. Dann kann es auch sein, dass man weniger seinen Hobbys nachgeht oder auch nicht mehr so unter die Leute geht. Um dem entgegenzuwirken, gibt es zum Beispiel das Blaue Kreuz. Sie wollen zum Beispiel die Leute wieder motivieren, mehr in die Natur rauszugehen, etwas mit den Leuten unternehmen oder einfach wieder mal etwas außerhalb und nicht am Bildschirm zu machen. Wie sie das machen wollen, das haben sie an Nova Schwab und Patrick Schmidt erzählt. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Das Blaue Kreuz befasst sich mit ganz vielen verschiedenen Themen. Man kennt es vielleicht am ehesten vom Thema Alkohol, aber es gibt ganz viele andere Themen, die auch in den Bereich Prävention oder auch Gesundheitsförderung hineingehen. Das kann von einem Bewegungsangebot gehen, wie aber auch einfach andere Themen rund um Sucht. Digitale Medien, die heutzutage ein grosses Thema ist zum Beispiel. Digital Detox ist irgendwie ein Trend aktuell. Also es wird sehr viel gemacht. Im Internet, auf Social Media ist das natürlich auch Thema, dass man eben vielleicht mal davon könnte oder sollte Abstand nehmen, weil es einfach ein bisschen zu viel wird irgendwie. Und das greifen wir natürlich auch auf, weil es sehr auch in das Thema Sucht hineingehen kann, je nachdem. Was natürlich Faktoren sind, wenn man irgendwie andere Interessen vernachlässigen oder wenn man einfach selber merkt, ich schlafe nicht mehr gut oder sonst irgendwelche gesundheitlichen Folgen aus diesem Konsum heraus entstehen. Beim Handy und Computer und Spiele, Gaming-Sucht und so, das ist natürlich schon etwas, was eher bei den jüngeren Generationen mehr ein Thema ist. Die Jungen sind auch sehr viel auf Social Media unterwegs, was sehr schnell zu einer Sucht führen kann. Es gibt immer mehr Apps, wo man sehr schnell Zeit vergisst. Ganz wichtig ist sicher mal bei jeder Sucht, dass man es nicht ignoriert, dass man hinschaut. Und wenn man das Gefühl hat, man schafft es noch nicht allein, dann kann man sehr gut mit anderen darüber reden und dann aber zusammen mit dieser Person schauen und sagen, hey, ich habe gemerkt, das Verhalten ist jetzt vielleicht nicht mehr im normalen Bereich. Du konsumierst mehr, als dass man sollte und es beeinträchtigt dich auch. Die Kampagne Timeout startet am 22. Februar und es geht darum, für eine begrenzte Zeit auf etwas zu verzichten oder etwas zu reduzieren. Was sicher helfen kann, um Bildschirmzeit zu reduzieren, ist, sich vorher überlegen, wie ich das machen will, sich einen Plan machen, es vielleicht auch anderen Leuten erzählen, das tut nämlich die Verbindlichkeit ein bisschen erhöhen. Oder vorher auch Stolperfallen identifizieren. Wenn ich vielleicht weiss, wenn ich am Abend nach dem Arbeiten heimkomme, bin ich häufig müde und dann gehe ich dann auf Social Media scrollen oder so, dann kann es vielleicht gut sein, wenn ich mir dann Alternativen überlege. Zum Beispiel habe ich mir ein cooles Buch gekauft, das ich dann immer lesen kann, oder ich gehe spazieren, oder ich telefoniere mit einer Freundin. Es kann irgendetwas sein, aber dass ich mir das vorher überlege. Gute Ratschläge also von Kampagnenleiterin Savina Fries, was den Medienkonsum betrifft, um den auch ein bisschen bewusster zu gestalten. Bewusst ist sich seiner Rolle auch der Jossen Reinhardt. Er ist nämlich der neue Präsident des Bernischen Kantonalen Schwingerverband. Er übernimmt von seinem Vorgänger, Eschbacher Jakob. Für Jossen Reinhardt wird die Amtszeit ganz im Zeichen vom eidgenössischen 2028 in Thun stehen. Was er so vorhat, sagt der Manuel Moser und ist dabei ganz klar. Alles andere als der Königstitel ist nichts. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Schwingen ist halt ein Sport, was mir der Ärmel genommen hat, wo ich wirklich gemerkt habe, das ist meine Welt. Berner Jura ist keine Schwinger-Hochburg, kann man sagen. Ja, Schwinger-Hochburg. Also es wird jetzt auch nie der Sport Nummer 1 in unserer Region. Dafür sind andere Sportarten halt echt zu bekannt und zu gross. Aber ja, wenn wir natürlich noch ein bisschen mehr Präsenz haben, vielleicht auch wieder mal Eidgenoss vorbringen, ja, kann das schon etwas bewirken. Du übernimmst jetzt das Amt beim BKSV. Was läuft in diesem Verband richtig gut und wo kann man vielleicht noch 1-2 Stellschräubchen schrauben? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn es natürlich so gut läuft, ist es so schwierig, noch mehr zu verbessern. Also man kann sagen, der Verband ist
finanziell, strukturell, sportlich sind wir gut unterwegs. Und trotzdem probiert man natürlich immer, sich etwas zu verbessern. Ein bisschen den Teamgeist von den Club bis zu den Spitzenschwingern, ein bisschen den Zusammenhalt probieren, noch mehr zu machen. Und jetzt schauen, dass wir die sportlichen Grosserfolge wieder auf unsere Seite bringen können. Ja. Er hat zweimal den Königstitel verpasst jetzt in den letzten Jahren. Ist der BKSV schwächer geworden? Nein, ich bin überzeugt, dass der nicht schwächer ist geworden. Auch die anderen waren einfach gerade ein Mühe stärker gewesen. Ja, man hat das gesehen. Einfach in denen, also wenn man die zwei Eidgenössischen nimmt, da kann man auch nicht wegreden. Dann das Brattel ist halt der Schölwig einfach wirklich eine Nummer für sich gewesen. Und dieses Jahr ist halt das Glück nicht so für uns, also 25, klar, es hat nicht wollen sein. Und manchmal fehlt auch gerade ein kleines Quäntchen Glück. Und die anderen waren einfach ein Mühe besser gewesen. Aber die Titelambitionen oder Königsambitionen beim BKSV die bleiben mit Blick auf Thun. Ja, mit Blick auf Thun gibt es nichts anderes. Der Königstitel muss zurück ins Bernbiet. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Schwinger Druck machen will, aber es ist auch ein bisschen gleich. Und die Schwinger sind nicht die einzigen, die Druck spüren. Auch bei der Schweizer Armee spürt man den Druck. Es läuft nämlich nicht alles wie geplant. Ein paar Projekte sind hinten drin. Die Beschaffung der F-35 Kampfjets ist auf Eis gelegt worden. Es gibt Lieferengpässe und auch ein bisschen zu wenig Personal. An der heutigen Pressekonferenz hat der Generalsekretär vom VBS, des Verteidigungsdepartements, Robert Scheidecker, gesagt, er sei natürlich unzufrieden mit der ganzen Situation. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Es sind zwei unterschiedliche Herausforderungen. Das eine ist diese Mehrkostengeschichte beim F-35. Da ging das VBS davon aus, dass wir einen Fixpreis haben und entsprechend diese 36 Flieger für die 6 Milliarden erhalten. Hat sich gezeigt, dass dem nicht so ist. Da gilt es jetzt, die Lösung zu finden, entweder weniger Flieger oder mehr Geld. Und beim Patriot-System ist gemäß dem Vertrag, den wir haben mit Amerika, können sie die Repriorisierung machen. Die haben eine Repriorisierung gemacht und liefern uns die Systeme später. Wir wissen nicht genau wann. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Da können wir aber als VBS nur sehr wenig dafür tun. Wir können auf der politischen Ebene Einfluss nehmen, aber das ist die Herausforderung, da haben wir nicht viel eigenen Einfluss darauf. Wir sind nicht erste Adresse. Also wir sind heute in der Lieferbereitschaft relativ weit hinten. Wir werden oft als Triebwerkfahrer wahrgenommen und deshalb werden andere bevorzugt. Und das ist eine Herausforderung. Auf dem Rüstungsmarkt müssen wir uns mehr anstrengen, dass wir etwas bekommen, weil der Markt einfach schlicht nicht alle Bedürfnisse abdecken kann. Der Markt kann so die Bedürfnisse nicht ganz abdecken. Doch wir hoffen, mit diesem Panorama haben wir eure Bedürfnisse befriedigen und ihr habt viel Neues erfahren. Falls ihr noch mehr wissen wollt aus dem Bereich Sport, Wirtschaft und Kultur, dann geht auf plattformj.ch oder nutzt unsere App. Jetzt geht es weiter mit meinen Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Und am Wochenende gibt es spannende Interviews auf der plattformj.ch zu entdecken. Unter anderem mit dem Schriftsteller Pedro Lenz. Ich bedanke mich fürs Hineinschauen und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Nach diesen regnerischen und windigen Tagen haben wir es heute am Freitag mal wieder ein bisschen ruhiger gehabt. Auch die Sonne hat sich stellenweise sehr gut präsentieren und mit den Neuschneemengen, die es im Oberland gegeben hat, haben wir auch eine wunderschöne Winterlandschaft bekommen. Das ruhige Wetter ist aber nur von kurzer Dauer. Heute haben wir uns noch im Einfluss von einem Zwischenhoch befunden. Morgen am Samstag liegen wir dann schon wieder im Einflussbereich von einem Tief mit Zentrum über Italien, mit einer Nordostströmung fließen dann auch wieder ein bisschen kältere Luftmassen ein. Am Samstag starten wir stark bewölkt ins Wochenende entlang vom Jura. Kommt es am Morgen auch schon zur ersten Regengüsse, oder? Dann Flocken aber rund etwa 1000 Meter. Dazu liegen Temperaturen so um die 2 bis etwa 3 Grad am Morgen. Am Nachmittag ist es dann verbreitet nass. Der Himmel der bleibt dicht bewölkt. Die Temperaturen die machen aber keine grossen Wank, klettern auf rund etwa 4 bis 5 Grad. Die Schneefallgrenze die sinkt im Laufe des Nachmittags bis in tiefe Lagen. Dazu bläst eine schwache Brise im Mittelland. Auf den Bergen
Hier haben wir einen schwachen bis mäßigen Nord- bis Nordostwind. 0 Grad Grenze liegt zuerst auf etwa 1100 Meter, sinkt dann aber auch im Laufe des Tages. Bis in tiefe Lagen. Am Sonntag haben wir dann vor allem im Oberland noch letzte Niederschläge. Da kann es auch leicht angezuckert werden, auch im Mittelland selber. Sonst bleibt es den Tag durch dann trocken. Im Laufe des späteren Nachmittags kommt es vom Westen her dann zu Niederschlägen, bleibt aber wohl wirklich am Sonntag mehrheitlich auf der trockenen Seite. Die Schneefallgrenze steigt auch wieder ein bisschen an. Zum Wochenstart geht es dann aber nass weiter und das Wetter bleibt dann die nächste Woche ziemlich dynamisch. Es ist dann jetzt immer mal wieder nass, mit zum Teil aber auch längeren trockenen und aufgelockerten Phasen. Die Temperaturen die erreichen im Großen und Ganzen so zwischen 4 und etwa 7 Grad. Soviel zum aktuellen Wetterupdate. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.